Wow. Scheiße, zieh Fallstudienakte. sich das doch mal einer rein. Das ist ja echt unglaublich. Eine scheiß Ratte? Mhm. Oh Gott! Nicht bewegen. Der erste Angriff ist überlebt. Gucken wir jetzt mal, wie es weitergeht. Oh. Ich bin auf Hochspannung hier. Aber jetzt wird es richtig, richtig geil. Vor allem, nachdem wir jetzt hier im Sanatorium die eingesperrte Wendigo-Wachse haben vom Fremder. Und ja, das wird jetzt richtig abgehen hier, die Show. Manometer, und der Wolf hat es glücklicherweise auch gepackt, da bin ich auch sehr froh drum. Und zwei scheint der Mike jetzt auch gekillt zu haben von der Wendigo-Wag. Die freikommen sind. Was auch ziemlich gut sind, also unsterblich sind sie nicht. Wenn man über die Möglichkeiten verfügt, dann kann man sie auch vernichten. Oh, das kreischt aber immer noch rum. Sicher sind wir bestimmt noch nicht. Aber mal abwarten, was da kommt. Ja, es kreischt immer noch feierlich vor sich hier. Und? Ich hoffe, wir finden auch noch weitere Totems oder so hier. Weil irgendwie scheint sich das Spiel hier so langsam seinem Höhepunkt zu nähern. Wahrscheinlich noch nicht kurz vorm Finale. Aber es krabbelt wieder was. Aber wir dürften doch allmählich im Finale so langsam entgegenkommen, denke ich. Ne? Und dann wär's ja ganz cool, wenn wir noch alle Totems hätten. Ansonsten hätte ich hier echt viel verdummbeitelt auf dem Weg. Nach mir die Hinweise bin ich nicht so glücklich mit dem, was ich bisher gefunden habe. Ich glaube, das sind mir schon ein paar Sachen entgangen. Da können wir auch nicht durch. Also die Türen waren alle verschlossen. Durch die ganze Dere ging's nicht. Da ist der nächste. Nächste tote Kopf Wendigo. Schieß auf. Verbarrikadieren oder verbarrikadieren? Das könnte uns ein bisschen Zeit verschaffen. Jetzt rennen. Könnte uns einfach ein bisschen Zeit verschaffen, das Hey, Ganze. Kumpel! Komm runter! Ja, komm, ich will nicht, dass du gefressen wirst. Oh nee. Okay, Kleiner. Schmetterlingseffekt, Aktualisierung. Der beste Freund des Menschen. Mike hat einen Freund gewonnen. Der Wolf führte Mike durchs Sanatorium. Mikes neuer Freund überlebte. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Mal wieder dafür gesorgt, dass kein Tier stirbt. Und dann habe ich mal wieder noch im Kodex von den Cree-Indianer gehandelt, dass kein natürliches Tier auf dem Berg stirbt oder Schade erleidet. Und später, ja? Sehr, sehr gut. Ich bin heilfroh, dass ich dem Wolf helfen gekonnt habe. Wirklich. Okay, wir handeln aber hundertprozentig im Sinne der Cree. Da ist er wieder. Okay. Auf dich. Und jetzt auf dich. Nee, auf das... Nee, da ist nichts drin. Scheiße. Mist. Hätte ich doch auf die Fässer schießen sollen, hätte das was bewirkt. Ah, Motto. Jetzt spielen wir mal wieder die Jessica. Von der haben wir ja ewig nichts mehr gehört. Okay, ach, sie hat den Sturz überlebt und das war jetzt das, was man im Totem gesehen hat. Nur, dass sie da wendige A gehabt hat, aber das tut ja nichts zur Sache. Sie hat, ach so, alte Jack. Okay. Okay, also die ist definitiv noch am Leben und das Glückstotem hat sich bewahrheitet. Hat sie jetzt noch die alte Bergarbeiterschuhe oder was? Okay, und Wendigo wachsen nach hinter ihr her.
Ah, okay, wir spielen doch nicht Chess. Aber sie hat überlebt. Das ist doch schon mal was. Kommt schon, Leute, beeilt euch. Wir müssen zu Mike. Und sie hat so Stirnleuchte jetzt. Das ist auch ganz cool. Ich komme kaum vorwärts. Ashley. Geht doch lieber ohne Tunnels mich im Sanatorium 5:16 Uhr. Wir lassen dich nicht hier. Nein, Chris, wir lassen dich nicht hier. Wir bleiben Schmetterlingseffekt. zusammen. Mike muss dann eben warten. Was hat das ausgelöst? Zurückgelassen. Wir nähern uns wirklich im Ende. Es sind nur noch 2 neue Schmetterlingseffekte übrig. Ashley wollte Chris nicht zurücklassen. Ich bin einfach dafür, dass man hier zusammen bleibt immer. Das ist sicherer. Sowohl für den Einzelne als auch für die Gruppe ist es sicherer, wenn man in der Gruppe bleibt. Okay, er schwächelt halt ziemlich, aber ja, dann bleiben wir halt am Ende von der Gruppe. Aber wir sollten zusammenbleiben. Ich glaube sowieso, dass ich bisher recht vieles Leben gerettet habe. Der Mike könnte jetzt draufgegangen sein. Aber der Chris habe ich, glaube ich, sicher durchgebrochen. Was mit dem Match ist, bleibt noch abzuwarten. Die Emily habe ich jetzt auch ein paar Mal gerettet. Bei der Sam bin ich mir nicht sicher. Und ja, ansonsten, ich glaube, das war's eigentlich, ne? Soweit habe ich jeden Mal bisher einmal mindestens das Leben gerettet. Beim Matt bleibt es noch abzuwarten. Mal abwarten, ob ich es packe, dass alle überleben. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Shit. Mike hat sie hinter sich verschlossen. Kacke. Es muss noch einen anderen Weg geben. So. Wahrscheinlich der hier, ne? Kanalisation. Hau ab. Ja, die mag ich sowieso überhaupt nicht. Aber das dürfte jedem auch aufgefallen sein, dass da nicht gerade die große Sympathie herrscht. Ja, die Tür, die geht nicht. Ja, die wurde vom Mike versperrt. Ne, da kann man nichts machen. Aber dann gehen wir halt da runter. Gehen wir durch die Kanalisation. Mal abwarten, was das jetzt für einen Effekt gehabt hat, dass ich den Chris mitgenommen habe. Hey, was ist hiermit? Also, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten. Ich glaube, der ist definitiv am Ende von seinen Kräften. Na dann, hebeln wir es mal auf. Das hat doch gut geklappt. Okay. Zack. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Wenn es nicht anders geht, dann geht's halt nicht anders. Und wer geht zuerst? Emily. Die kann man opfern. Ah, okay. Schade, weil die Sam ist bisher die ich am meisten von dem Haufen noch ausstehen kann. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Okay, spielen wir jetzt Sam oder... Nee. Ist nach wie vor noch eine Sequenz. Chris, du bist zwar verletzt, aber beeil dich, okay? Ich versuch's ja, Ash. Okay, hieft ein Kadaver runter, Kerl. Und die Ashley als letzter. Die als unter das Schweineblut an sich dran hat. Josh ist echt ein krankes Schwein, wenn er dort die Schweine dafür geopfert hat, was ein widerlicher Plan. Das ist echt ekelhaft. Hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Ja, yeah. Nicht, dass uns jetzt nochmal ein Wendigo angreift oder so. Okay. Gut. Damit hätte ich jetzt auch rechnen können, dass uns nochmal was attackiert. Gut. Wie schaut's aus? Ich will wieder Hinweise finden, so gut wie möglich. Das sind wieder... Ja, das sind ja richtige Abwasserkanäle. Das sind ja eher Rohre-Stoller, ne? Röhre-Stoller. Okay. Soweit, so gut. Irgendwie. Hoffentlich. Vermute ich, schätze ich mal. Weiß ich. Ich bin eigentlich froh, dass ich die Helligkeitseinstellung so gelost habe wie am Anfang und nicht so furchtbar duscht, sonst hätte ich ja gar nichts mehr sehe.
Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Es hieß aber auch, der Wendigo kann sich tarnen. Wir bleiben bei der Gruppe. Hallo? Schmetterlingseffekt Aktualisierung zurückgelassen. Ashley ignorierte die Stimme. Ashley ging zu den anderen. Ja, ich finde, man sollte jetzt nicht im Duschtere alle innere Stimmen hinterherjagen, sondern sollte bei der Gruppe bleiben. Nicht, dass irgendein Wendigo hier versucht, menschliche Stimme noch zu ahmen und dann, ja, da haben wir das Salat. Dass ich noch die Ashley auf dem Gewissen hab. Ah ja. Oh mein Gott, endlich, ich hatte eine Scheißangst. Wir auch. Okay, ja, Aktualisierung. Ging zu den anderen, ja, das hat man schon. Chris war in Sicherheit. Okay. Ich hätte Chris nochmal in Gefahr bringen können. Ja, krass. Okay. Im Endeffekt wäre der Chris der Gelackmeierte gewesen. Oh nein. Wow, toll. Die Leiter ist hin. Wir schaffen es niemals darauf. Nein, Sei nicht ich so glaub, pessimistisch. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Okay. Du noch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück. Nein, lass die jetzt auch nicht alle. Oh, Mann. Das ist doch blöd. Ich finde, man soll sich definitiv nicht trennen. Ah, Mühlrad. Ja, unser Totem. Ist wieder ein Gedächtnis drin. Das war, glaube ich, ein Führungstotem. Ne? Gelbes. Was uns irgendwas zu dem Mühlrad noch gesagt hat. Das ist jetzt Matt. Nee, Josh. Josh ist es. Okay. Jetzt spielen wir Sam in den Minen um 5:35 Uhr. Okay. Klettern. Ich bleibe immer beim sicheren Klettern. Nur wenn es absolut nicht anders geht. Na los. Drumherum klettern. Und wie schaut's? Können wir hoch? Hoppala! Zum Vorsprung. Du kennst das doch schon. Yep. Ja, es klappt doch soweit ganz gut. So, okay, jetzt springen wir mal. Yep. Okay, ja super. Das lief doch gut. Geschafft. Ich habe es voll drauf. Ja, danke. Ich weiß, das habe ich. Ich finde es aber praktisch, dass die so Stirnleuchte hat. Definitiv sehr praktisch, das Ganze. Gab's nix. Daneben sehe ich aber was leuchten. Das sollten wir mal untersuchen, was das ist. Nein! Och Mann! Scheiße. Kann ich denn nochmal hochklettern? Es blinkt, also muss man es drücken. Verdammt. Und ich glaube, wegen so einem Quatsch verliere ich dann definitiv wertvolle Hinweise oder Totems. Weil ich einfach zu allem renne, was blinkt und dann sofort X drücke, ohne mir das mal genau anzugucken, was das eigentlich ist. Jetzt sind wir aber richtig in fette Höhle, ne? Das scheint hier von den Bergarbeitern noch nicht abgebaut worden zu sein hier. Hallo? Ja, genau. Lass das Mädel allein ohne Waffe und ohne Fackel oder ähnliches hier rumrennen. Das ist eine sehr clevere Idee. Scheiße. Ich warte nur, bis wir zu den Tunnel kommen, wo die Bergleute wirklich eingesperrt waren. Ups. Das war ein Wendigo-Geist, glaube ich. Zumindest war das, was der Mike auch gesehen hat, als er die Fässer geschossen hat, die dort drauf explodiert sind. An? Ach, komm schon, du kannst das schaffen. Der Schaufel. Hebeln wir das jetzt auf. Sehr gut.
Okay. Mit einer Schaufel als Waffe fühlt man sich zumindest nur ein bisschen sicher. Was haben wir dann hier noch? Bevor wir jetzt zu der Schlappen. Da ist sonst nichts mehr, ne? Okay. Dann müssen wir wohl zu der. Aber ich merke, bei dem Let's Play bin ich relativ still. Und das gefällt mir so gar nicht, wenn ich so still, nicht so still sein muss. Weil ihr sollt ja unterhalten werden durch meine komische, merkwürdige Kommentare. Aber ich bin mittlerweile auch sehr gefesselt von der Story, muss ich sagen. Also es nimmt einem dann doch schon in Anspruch, wenn man das Ganze so spielt. Okay. Und das soll zum Sanatorium führen, oder was? Wo lang? Ja, das ist die. Du gehst zum Sanatorium, glaube ich. Und dann tät ich erstmal hier neben den Weg erkunden wollen. Weil ich glaube, der linke Weg, der hat direkt zum Sanatorium geführt. Ach, der könnte hier führen. Und da haben wir noch was. Und zwar, was haben wir? Das ist... Nichts Besonderes. Nichts von Interesse. Ach, kein Hinweis oder so. Naja, schade. Hätte ja sein können. Ich will ja nichts verpassen. Okay, der Weg ist versperrt. Der Weg ist auch versperrt. Wenn ich hier lang gehe, finde ich hier was. Komme ich dort durch oder... Hallo? Okay, da passiert mal nix. Das heißt, da komme ich mal nicht durch. Okay. Ich finde es auch immer sehr cool, dass die Spuren im Schnee so bleiben. Und was ich aber wiederum nach wie vor zu bemängeln habe, das Mädel hat 3/4 Hose nur und scheint auch überhaupt nicht zu frieren. Ich meine, entweder haben die warme Schnee oder die juckt alle irgendwie so der Winter mit seinen Minustemperaturen nicht. So wirkt es zumindest auf mich. Bevor ich jetzt den Weg weiter entlang gehe, mag ich gerade nochmal gucken, ob der linke Weg tatsächlich direkt zum Sanatorium führt. Also ich muss sagen, also kälteempfindlich sind die hier alle definitiv nicht. Ja, die halten schon ordentlich was aus hier. Und frieren auch kein bisschen. Nee, das war... Nee. Das war der Weg, den wir schon gekommen sind. Okay, ja. Okay, da hat der linke Weg tatsächlich nicht zum Sanatorium geführt. Zwar zu dem Zaun, aber da können wir nicht durch. Jetzt sind unsere Fußspuren allerdings schon wieder weg im Schnee. Das ist auch etwas schade. Weil derzeit schneit es ja wohl nicht, ausnahmsweise. Und nur bei schwerem Schnee hätte ich jetzt verstanden, wenn die Spuren sofort weg wären. Okay, dann wieder da lang. So hätten wir auch ein bisschen was zur Orientierung noch gehabt, wenn man die Spuren im Schnee dauerhaft drin hätte. Alles klar, dann hier über die Brücke. Und was kommt? Ich bin nach wie vor höllisch gespannt. Aber hier scheint es kein Hinweis noch zu geben oder irgendwas, was wir sehen könnten. Zack. Kommen wir da rein? Okay, sie schafft es, das aufzukloppen. Das ist doch schon mal was. Babab. Da geht's durch. Gitterfenster. Um die werde ich noch dankbar sein, nämlich ja. Ja, Mann! Scheiße! Ja, ich hab's gewusst, dass ich dort dankbar drum bin, dass dort Gitterfenster sind. Oh Gott. Die hat auch nichts, um sich effektiv zu verteidigen. Nur die Schaufel. Okay. Hoffentlich ist der Mike noch drin. Ja, super Idee. Geht da rein, wo dich gerade Wendigo versucht hat anzugreifen. Super Idee. Oh, Gott. Ja, okay, er lebt noch. Hau mir nicht drauf, und Scheißvieh. Schmetterlingseffekt Aktualisierung.
Und zwar, zu welchem Preis? Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Sam hat Mike aus dem Sanatorium gerettet. Sehr gut. So los, komm schon, los jetzt! Wow. Wow. Scheiße. Und noch einer tot. Hast du Marshmallows? Ha. Sehr geil. Okay, noch ein Wendigo tot. Ich glaube, bisher hat er 3 oder 4 schon kaputt gemacht. Und wenn jetzt wirklich das Sanatorium noch brennt, dann könnte man auch die eingesperrte 6 oder 7 oder wie viel das waren, könnte man noch damit grillen. Alles okay? Definiere okay. Lebendig zum Beispiel. Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Okay. Trophäe erhalten. Der geschickte Wolfsmann in Kupfer. Emily! Mike, es gibt keinen Schlüssel für die Seilbahn. Josh. Er muss ihn haben. Er ist weg. Wir sind zu spät. Still. Vielleicht hat das Ding ihn mitgenommen in die Mine. Halt. Nicht bewegen. Großer Gott, was ist da? Ja! Oh Gott, Ja! Ich hole mir den Schlüssel direkt aus der Höhle dieser Bestie und dann schaffe ich uns alle hier wieder raus. So los, komm schon, los jetzt! Lauf! Suchen wir einen Weg ins Versteck des Bastards. Zehntens, Reuer. 1 Stunde bis zum Morgen. Ich frage mich, wie sehr dir diese Sitzungen jetzt überhaupt noch helfen. Du hörst einfach nicht auf mich und bist jetzt ziemlich am Arsch. Jetzt sind wir schon in der Ich Höhle mit werde dem jetzt Büro. weggehen, Josh. Wird Zeit zu lernen, dass es mehr zu fürchten gibt als die Ausgeburten der verdrehten Einbildung eines selbstsüchtigen, verwöhnten kleinen Balks. So viele Menschen haben dich gern gehabt. Sie wollten dir helfen. Aber jedes Mal hast du sie wieder weggestoßen. Und jetzt bist du ganz alleine. Aber so wie es scheint, wirst du nicht lange alleine sein. Mhm. Nein, du bleibst nicht lange allein. Tief atmen, Josh. Tief atmen. Wow. Okay, er war wohl doch wirklich nur Eibildung von Josh. Alter. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Haut ab! Haut ab! Au! Lasst mich in Frieden! Nein, ihr seid tot! Ihr seid tot! Seid still! Oh nein! Ihr seid tot! Das ist noch nicht fertig. Nein. Oh, sie werden begeistert sein. Sie werden es, wenn es fertig ist. Ich lasse mir nichts von euch befehlen. Ihr könnt mir nichts mehr befehlen. Ihr könnt mir nichts befehlen. Jetzt nicht mehr. Die Zeit für Josh ist abgelaufen. Okay. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Josh, Minen, 6:10 Uhr. Wow, jetzt spielen wir da eindeutig Psychopath. Du bist nicht real.
waren allein da unten. Nein, nicht nochmal. Oh oh. Ich sage, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle wieder einen Cut, bevor das ewig ausartet, die Episode. Und ihr seht gleich wieder, was beim nächsten Mal passiert. Und wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Until Dawn. Uf, pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee. Tag 33. Meine Hände fühlen sich schmutzig an, meine Nägel sind ausgefallen, herausgedrückt. Ich habe Schmerzen, aber mir ist nicht mehr kalt. Kein Schmerz, ich werde stärker. Da ist noch einer. Und da ist schon einer. Du bist nicht real! Bist du nicht! Kannst du gehen? Ja. Komm schon, Jess. Oh.